Ja, als Moderator bin ich in der Lage, mich selbst hier zu positionieren und werde im Stehen sprechen zum Atem holen und habe die Ehre und Pflicht und schwere Aufgabe vor mir, nach der schönen Diskussionsrunde nun die letzte Diskussionsleitung zu haben und hoffentlich auch einige Impulse geben zu können zu dem Thema, das für mir vorgegeben wurde, und da lautet vorgeschlagen wurde. Die kulturelle Originalität der Regionen und die Gefahr der Marginalisierung in größeren Kontexten. Es wurde vorgeschlagen, aber mit der nötigen Autorität, wenn ich mich erinnere. Jedenfalls habe ich aber auch keinen Einwand gefunden. Ich hätte ihn äußern dürfen, wenn ich gewollt hätte, das stimmt. Das Ziel des Gesprächs soll sein, sich vor Augen zu führen, wie die Regionen innerhalb Europas südöstlich des Westens ein historisch gewachsenes kulturelles Profil aufweisen, das angesichts der Prozesse der Vereinheitlichung, der Normierung und Globalisierung Gefahr läuft, verloren zu gehen. Ich habe das für mich als Auftrag verstanden, noch einmal darüber nachzudenken, warum wir südosteuropäische Geschichte betreiben und zu welchem Zweck, um Schiller ansatzweise zu zitieren. Und das ist jetzt etwas dumm, einen Einstieg will ich eigentlich nehmen aufgrund einer Frage, die Frau Katja-Hering aufgeworfen hat in einer E-Mail im April. Ich muss Sie dann daran erinnern, wenn wir später darüber sprechen. Und wo ich ihr die Antwort schuldig geblieben bin, aus diversen Gründen, die jetzt nichts zur Sache tun. Und sie hat da aufgeworfen ihre ewige Frage, so sagt sie, ich zitiere: Warum existierten solche Institute über Ost- und Südosteuropa? Sie hat nämlich einen Vortrag selber vorgelegt über die in dem Fall deutschsprachigen Institute für Ost- und Südosteuropa-Forschung mit ihrer Geschichte auf einer anderen Konferenz. Warum sind wir im Süden, hier ist das dann aber Süden, also jetzt mal vielleicht weg vom Osten, immer ein Extrafall für die Zentraleuropäer und die Westlichen? Sind wir so anders als ihr? Warum eine Art von Schirmherrschaft, Patronea? Einfache Fragen, die keine direkte Antwort haben werden, ich weiß es. Aber sie beschäftigen mich sehr. Vielleicht können wir das dann später mal diskutieren, sagt sie noch. Also ich habe versucht, auch darüber nachzudenken, damals schon, bin zu keiner guten Antwort gekommen und versuche mich jetzt anzutasten. Die Frage habe ich ungefähr so verstanden, dass es ein Unbehagen über eine Art Exotisierung mitschwingt, so ähnlich wie es in dem berühmten Buch von Maria Todorova aufgeworfen wird. Und im Hintergrund auch ein Nachdenken über eine Art Machtungleichgewicht, Ressourcenungleichgewicht. Meinerseits kommt mir als Entgegnung, jetzt als ich hier wieder darüber nachgedacht habe, zunächst in den Sinn, dass sich hinter der Existenz solcher Institutionen, zumindest tatsächlich, das akzeptiere ich, also das verstehe ich, ein Ressourcenungleichgewicht zwischen West- und in dem Fall Südost spiegelt. Liebe Frau Katja-Hering, ich nehme einen Anfang für mein Nachdenken, Ihre Frage vom April, warum es eigentlich solche Institute gibt. Gut, schön. Das hilft mir, weil ich einen Aufsatz mitschreibe. Ja, ob es hilft, aber auf jeden Fall, mir hilft es, dass ich endlich eine Antwort versuche. Aha, gut. Und vielleicht zur Rande bringe. Also, ich habe gerade gesagt, Unbehagen über eine Art von Exotisierung oder Orientalismus, so wie Maria Todorova es beschrieben hat, und andererseits, wenn ich darüber nachdenke, auch vermutlich über eine Art Ressourcenungleichgewicht, sozusagen der Westen, der sich aufpludert und über
die fernen Länder forscht, also in etwa, und sich das leisten kann. Also, und ich habe gerade eingeräumt, ja, es gibt ein Ressourcenungleichgewicht auf jeden Fall in dieser Frage, entgegne aber zunächst einmal wieder in der für mich vielleicht typischen Trotzhaltung, dass es Einrichtungen zur südosteuropäischen Geschichte ja auch in der Region selbst existieren. Darauf komme ich noch kurz später zu sprechen. Und außerdem, dass sie auch in Russland existieren, also der ehemaligen Sowjetunion, in der Tradition von Balkanologie und Slawenkunde. Also es ist kein rein westliches Phänomen, dass man über Südosteuropa, ich spitze es auf Südosteuropa zu, forscht. Und außerdem, und da fühle ich mich als bekennender Liberaler zu einem Gegenschachzug aufgerufen, die Waffengleichheit und Chancengleichheit würde ja dann hergestellt, wenn in der Region auch über den Westen geforscht würde. Und dafür, dass das nicht geschieht oder nur in geringem Rahmen, weise ich die Verantwortung von mir. Das ist eine Prioritätensetzung innerhalb der Ressourcenallokation in den Gesellschaften selbst. Und es läge an den Zufällen oder an Einflussmöglichkeiten der Fachkollegen, das innerhalb der eigenen Institutionen durchzusetzen. Und dann wäre zumindest dieses Ungleichgewicht, der eine tut das und forscht über den Exoten und der andere forscht über den anderen Exoten nicht, nämlich den einen, ausgeglichener. Aber ich gehe einen kleinen Schritt weiter, indem ich sage, dass die Europäisierung, die da auch eher mitschwingt, man misst, also es hat eine Art normativen Ansatz, unverkennbar, oft, wenn man, auch wenn man es vielleicht nicht offen verfolgt oder sich nicht bewusst macht, aber man misst ja immer im Vergleich irgendwie. Und wenn man den Gedanken verfolgt, jetzt zum 19. und 20. Jahrhundert, dass Südosteuropa in einem Art Aufholprozess wäre, das ist eine häufige Vorstellung, dann ist das ja auch eine häufige Vorstellung der Eliten in den Ländern selbst, diese Europäisierung zu vollziehen. Ich nenne es jetzt Europäisierung, also Angleichung oder Aufholprozess gegenüber dem Rest Europas. Und auch dadurch, dass diese normative Interpretation vor allem ja auch in der Region selbst verfolgt wird, erscheint sie mir etwas legitimer, als wenn das nicht der Fall wäre. Auch als Außenperspektive. Und nicht zuletzt sind einige Dinge wie die geringere Bevölkerungsdichte, die lange Zeit oder eigentlich fast in die Gegenwart hineinwirkende Dominanz ländlicher Lebenswelten über urbane Lebenswelten, die es im westlichen Europa auch lange gegeben hat. Wir stellen uns das oft falsch vor, aber eben vielleicht doch vor 150 Jahren geändert hat im Westen Europas und im Südosten vielleicht erst vor 20, 30 Jahren. Diese Phasenverschiebung ist ja keine Illusion, sondern eine statistische und ein sozialer Sachverhalt, wobei mir die ländlichen Lebenswelten oft sehr sympathisch sind, aber das hat ja damit nichts zu tun. Auch die späte Alphabetisierung, die späte Urbanisierung, eben, die ich gerade schon angesprochen habe, die kurze Tradition bürgerlicher und öffentlicher Institutionen, auch in der Wirtschaft zum Beispiel, ist ja keine Erfindung, keine normative Erfindung, sondern irgendwo ein Sachverhalt, der Südosteuropa, Teile auch Osteuropas markiert. Ich sage auch Institutionen im weiteren Sinne, also wenn man als Deutscher nach England fährt, ist man immer wieder fasziniert, ich jedenfalls, wie ungebrochen Traditionen dort in ganz vielen Feldern der Gesellschaft seit Jahrhunderten sind, die es bei uns nicht gibt. Aber bei uns gibt es manches schon, zum Beispiel die älteste Brauerei der Welt, irgendwie von 1066 in Bayern. Das ist jetzt für das bayerische Selbstverständnis wichtig, für die Welt vielleicht nicht, aber es zeigt, dass sozusagen die Brüche einfach geringer gewesen sind und auch Wirtschaftsbetriebe, auch die Rahmenbedingungen des Wirtschaftens eben über lange Strecken
berechenbarer gewesen sind als für Menschen, die im Südosten Europas gelebt haben. Also diese Sachen und auf der Gegenseite aber zum Beispiel die Tatsache, dass die Nationen- und Nationalstaatsbildung in Südosteuropa entgegen einem Klischee, das im Westen besteht, überhaupt nicht später begonnen hat oder praktisch nicht später, im Gegenteil, vielleicht sogar früher begonnen hat als Nationalstaatsbildung als im Westen, jedenfalls als im mittleren Westen, so wie Deutschland. Das kann man dann wieder entgegenhalten, aber jedenfalls zeichnen sich diese anderen Faktoren schon als mögliche Beschreibungskriterien für Südosteuropa und seine Geschichte ab. Kriterien, also Einheiten, nicht Kriterien im Sinne von Urteilen. Auch die, was wir gerade gesprochen hatten, und das habe ich schnell noch hinzugefügt, weil ich davor nicht drauf gekommen bin, diese reduktionistische Entlokalisierung, die durch die Nationenbildungen dort stattgefunden hat in Südosteuropa an vielen Orten, ist im Westen so kaum anzutreffen. Also wir könnten auch nochmal diskutieren, wie das mit den Ortsnamen im Westen ist. Ich glaube, es ist deutlich anders, weil es eben nie oder nur sehr punktuell, am ehesten in Italien und das nach Südosteuropa wieder. In Italien, nämlich in Südtirol zum Beispiel, oder auch im slowenischen Siedlungsbereich Italiens, so eine systematische Aktion zur Umbenennung gegeben hat, wie es in Griechenland gegeben hat, wie es in Serbien teilweise gegeben hat, wie es heute in Kosovo gibt und so weiter. Also es gibt schon Unterschiede im Umgang mit der Vielfalt, die aber eben auch größer gewesen ist in der Region als im Westen. Also man kann sich der Beschreibung Westeuropas, des südöstlichen Europas, denke ich, annähern. Und jetzt muss ich gerade schauen, wie der Ausdruck funktioniert hat, damit ich mich weiter orientieren kann. Hier habe ich es jetzt. Und ich stelle deswegen trotzdem noch einmal die Frage etwas präziser, als ich es jetzt mich angetastet habe, was Südosteuropa ist, auch zur Zusammenfassung dessen, was wir zum Teil hier gesagt haben oder was in den Raum gestellt wurde. Und ich beziehe mich dabei auf Antwortversuche, die ich gemeinsam mit Oliver Jens Schmidt oder auch mit Ulf Brumbauer einmal bei der Geschichte Südosteuropas 2011 versucht habe zu formulieren und dann für das Handbuchprojekt, das wir bei unserem Institut machen. Also ist nicht alles neu und originell, aber sowieso nicht originell, aber auch nicht von mir neu, sozusagen neu durchdacht, aber manches schon. Also was ist denn Südosteuropa? Und die eine Antwort, die ich noch einmal betonen möchte, die ich am Anfang in die Debatte gestellt habe, ist philologisch der Ansatz. Es ist ein Hilfsbegriff, klar, das ist nicht philologisch, aber ein Hilfsbegriff, der unter anderem der Tatsache Rechnung trägt, dass es jener Teil Europas ist, der sprachlich und kulturell am meisten gegliedert ist und am vielfältigsten ist, könnte man sagen. Im Raum vom historischen Ungarn, der eben in der klassischen, bisschen außer Mode gekommenen deutschen Definition von Südosteuropa bis zur Ägäis reicht und bis zum Bosporus reicht und dann wieder vom Prut ungefähr bis zur Adria. Er spricht eben ein rundes Drittel der knapp, das habe ich auch gesagt, der knapp 80, ich habe hier noch 100 Millionen Menschen geschrieben, aber eigentlich sind es eher 80 und durch die Abwanderung jetzt eine slawische Sprache, von Slowakisch angefangen, in einem Bogen über Slowenisch, Kroatisch, Bosnisch, Serbisch oder Montenegrinisch und Makedonisch bis hin zum Bulgarischen. Die große Mehrheit eben jedoch, das will ich wirklich betonen, weil es die philologischen Ansprüche für den, der sich versucht, mit dieser Region zu beschäftigen, so ins Unendliche treibt, eben Sprachen, die nicht aus dieser Sprachfamilie kommen, also Albanisch, Ungarisch, Griechisch, Türkisch und Rumänisch als Nationalsprachen. Dann noch die Minderheitensprachen Romanes und Aramunisch, die wir angesprochen haben, Romanes ist bedeutend, aber nicht als Quellensprache bedeutend für uns klassische Historiker. Also diese Vielfalt auch noch der Sprachfamilien und der kleinen Sprachen ist etwas ganz Besonderes und ist für sich schon ein wesentlicher Grund, warum es, wenn man sich überhaupt damit beschäftigen will, einer eigenen Institutionalisierung bedarf. Denn niemand wird, oder fast niemand, wird aus freien Stücken sich der philologischen Ansprüche stellen, wenn er danach keinerlei Aussicht hätte, irgendwo einen Beruf zu finden.
Das ist für mich ein ganz pragmatisches, wichtiges Argument. Vielleicht noch hinzugefügt, ich habe über Dalmatien promoviert und hatte keine Karriereziele, jetzt aber die Hoffnung, dass es irgendwas würde, sozusagen, dass ich vielleicht weitermachen könnte. Aber der Professor, der mich betreut hat, zunächst war aus der sogenannten allgemeinen Geschichte, das war zu meiner Zeit eigentlich deutsche Geschichte, auch unter uns gesagt in München. Ein berühmter Professor und wunderbarer Thomas Nipperdey, hat mir aber gesagt, ja, also bis zur Magisterarbeit kann er das Thema gerne betreuen, aber danach muss ich mich spezialisieren und zu den Osteuropäern gehen, weil er das fachlich nicht betreuen kann. Und das stimmt auch, das kann er nicht, hätte er nicht gekonnt. Und weil er die Sprachen, die philologischen Ansprüche, Kroatisch, Italienisch nicht mitgebracht hat und das Thema nicht beurteilen hat können. Es war nur eine faire Einschätzung und das heißt aber gleichzeitig im Umkehrschluss, ich weiß nicht, ob ich es damals schon geahnt habe, wenn ich einen Beruf finde, dann im osteuropäischen Geschichtsbereich, südosteuropäischen und nicht in der allgemeinen Geschichte, weil das dort nichts gelten würde. Also ich glaube, diesen pragmatischen Punkt muss man wirklich betonen, lebensnah sozusagen. Die Beschäftigung mit dem Gegenstand muss irgendeine Aussicht auf Weiterführung haben, sonst macht man es nur aus reinem Altruismus oder weil man so fasziniert ist, aber wohin führt das dann? Zu dieser sprachlichen Vielfalt gehört unbedingt auch, das haben wir ja auch immer wieder thematisiert, die religiöse. Südosteuropa ist der einzige Großraum Europas, wo bis in die Gegenwart hinein die 3 abrahamitischen Religionen eine Rolle spielen, das Judentum aber behaupte ich jetzt, oder stelle ich in den Raum, in Wirklichkeit eine wesentlich geringere als im genuinen Osteuropa. Könnte ich mehr darlegen, aber ich glaube, mache ich jetzt nicht. Doch, ich deute es an, weil die natürlich die Sephardim und auch die Romanioten schon eine bedeutende Rolle punktuell gespielt haben, aber demografisch nirgends irgendwie das gibt, außer eben an einem Ort wie Saloniki, aber nicht in der Fläche annähernd die Bedeutung hatten wie die Aschkenazim im ostmitteleuropäischen Bereich und im Ansiedlungsrayon in Russland. Und die sind ja auch in das nördliche Südosteuropa erst, ich denke jetzt in historischer Tiefe, sozusagen erst im späten 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert hingekommen. Es gab eben lange Zeit im nördlichen Südosteuropa gar keine Juden, über Jahrhunderte hinweg. Also das ist der eine Punkt, aber deshalb, weil die Rolle da geringer ist, der wichtigere Punkt ist die Anwesenheit des Islam mit dem Auftauchen der Osmanen bis in die Gegenwart und die Gliederung des Christentums in eben die überwiegende Orthodoxie, in den Katholizismus, der auch nicht unbedeutend ist, außer in den östlichen Teilen der Region und in den meisten Teilen unbedeutenden, aber insgesamt für das Gesamtbild auch nicht unwichtigen Protestantismus in Siebenbürgen und den ungarischen Ländern. Also diese Vielfalt ist etwas, was Südosteuropa in Europa, abgesehen vielleicht vom Kaukasusraum, unvergleichbar macht, auch in religiöser Hinsicht und ich denke damit eben dann auch in kultureller Hinsicht insgesamt, in kulturhistorischer Hinsicht insgesamt. Aber abgesehen von dieser Konstatierung gibt es auch innerdisziplinäre gute Gründe, warum man sich mit der Region beschäftigen kann oder sollte, warum es gewinnbringend ist für das Individuum, das das Privileg hat, das zu tun. Da fällt mir zunächst einmal ein, dass das westeuropäische Geschichtsbild, das westliche und die Historiografie eben selbst viel von dieser Perspektive profitieren können, so viel sie bereit sind aufzunehmen, und sei es also insgesamt durch Perspektiverweiterung und auch Verschiebung. Und als Beispiel möchte ich hier nur nennen, die auch für die westeuropäische Situation offene Frage, aber hier insbesondere schlagende Frage nach der Sinnhaftigkeit von Epochenbegriffen und Ähnliches, kann man unheimlich viel lernen, wenn man Südosteuropa betrachtet. Gibt es ein Mittelalter, ja, es gibt es, aber eingeschränkt und das Osmanische Reich wird in der
zum Beispiel in der albanischen Historiografie bis vor kurzem uneingeschränkt zum Mittelalter gerechnet, bis 1800. Ist das sinnvoll oder kann man das Osmanische Reich Neuzeit nennen oder ist es was anderes? Gelten das eigene Begriffe? Das ist produktiv und wichtig, denke ich, gewinnbringend. Insofern ist die Beschäftigung mit der komplexen Geschichte auch in einem modernen, postkolonialen Sinn deprovinzialisierend, nämlich für eine Geschichte Südosteuropas, aber auch umgekehrt vielleicht für die Geschichte des Nahen Ostens, für die man Vergleichspunkte auf dem Balkan suchen könnte. Wobei ich nicht, wie Karl Kaser, dafür plädiere, das in eins zu nehmen, weil ich glaube, dass das philologisch auch unmöglich ist, das praktisch durchzuführen als Arbeitsprogramm. Aber diese Perspektiven zu wechseln, ist auf jeden Fall produktiv. Und wenn man darüber hinaus dann auch noch, wie in letzter Zeit modisch geworden ist, dann auf die globalen Verflechtungen für historische Perspektive für Südosteuropa mit in den Blick nimmt, hat man noch eine Perspektive mehr. Ich glaube allerdings, dass das an seine Grenzen stößt, zum Teil, wie ich auch schon angesprochen habe, bei früherer Gelegenheit, dass zum Beispiel die transatlantischen Beziehungen eben viel später einsetzen und gerade ein Merkmal sind, gemeinsam auch mit dem östlichen Europa, für eine späte Anbindung an manche Kommunikationsbeziehungen in dieser Richtung. Also deshalb denke ich, dass und innerhalb des Dialogs zwischen außerhalb der Region und in der Region ist es auf jeden Fall produktiv, wenn man darüber arbeitet, man sich austauscht, weil sich da auch wieder die Perspektiven ergänzen und konkurrierend aneinander reiben können. Den Gegensatz oder den potenziellen Gegensatz zwischen der dominanten Nationalgeschichte und dem Versuch nach großregionalen Analyseschritten habe ich schon angesprochen, aber man kann ja auch denken, dass man gemeinsam mehr daran arbeiten könnte, regionale, lokale Perspektiven zu verfolgen, was in letzter Zeit auch vermehrt geschieht. Aber also ich sehe eigentlich keinen Schaden darin, sozusagen, dass außerhalb der Region auch über die Region gedacht und gearbeitet wird. Im Gegenteil. Ich komme noch einmal zu den Hintergründen der Traditionen, die es dafür gibt. Ganz kurz aber nur zu nennen, nämlich auch wie schon angesprochen in unserem Gespräch, dass Südosteuropa und Balkan beides eigentlich deutschsprachige, nicht zuletzt wienerische Erfindungen des frühen 19. Jahrhunderts sind, die sich dann verfestigt haben im internationalen Denken über diesen Raum im Laufe des 19. Jahrhunderts und im Laufe des 20. Jahrhunderts. Ich erinnere auch an das Argument, dass die starke deutsche Betonung dann oder Debatte, ob es wie sich Südosteuropa zu Balkan verhalten als Analysekategorien, zwar vorbelastet ist durch die nationalsozialistische Großraumpolitik, worauf Maria Todorova und andere hingewiesen haben, aber meines Erachtens nicht so sehr, allein schon deshalb, weil im nationalsozialistischen Deutschland eigentlich wenig über Südosteuropa gesprochen wurde, sondern vor allem über den Südosten. Also das ist doch ein thematischer Unterschied. Und deswegen finde ich auch, dass ich bin mir nicht ganz sicher, ob das südöstlich von und so weiter wirklich der neutralere Begriff, der ist ein interessanter Begriff, aber dem könnte man jedenfalls auch sagen, er ist irgendwie vorbelastet, weil man alles vorbelastet finden kann, worüber die Nazis sich geäußert haben. Sie haben sich aber auch über Europa geäußert und eine Europakonzeption gehabt, deswegen sagt man nicht, dass Europa als Integrationsidee ein nicht tunliches Instrument wäre. Also ich glaube, man sollte nicht zu viele Begriffe ausschließen, bloß in Anführungsstrichen, weil sie mit dem Grund, weil sie schon einmal missbraucht worden sind. Also in Deutschland ist es diese Tradition, die teilweise an die Stelle der Wiener Tradition getreten ist. Wer hat das von uns gesagt?
Einstellen des Österreich, ich glaube du warst beim abendlichen Debatte vor allem auch das Abstoßen des Habsburgerreiches in der Republik und die geringen Ressourcen, die diese arme, kirchenmausarme Erste Republik in Österreich gehabt hat, ist dann eigentlich Deutschland in diese Lücke gestoßen oder hat sie entdeckt oder ausgefüllt, auch durch Institutionen wie diejenige, aus der ich entstamme, beruflich jetzt institutionell im Südostinstitut, das ja einer der Pfeiler dieses heutigen Instituts für Ost- und Südosteuropa-Forschung ist, das 1930 gegründet wurde, immerhin 30, nicht 33, ist schon mal schön. Damit eine der ältesten weltweit Institutionen ist, die sich mit Südosteuropa beschäftigen, aber nicht die älteste oder nicht die älteste Tradition zumindest, denn die älteste innerregionale Tradition geht schon auf kurz vor dem Ersten Weltkrieg zurück in Rumänien und dann hat zur Institutionalisierung schon in den 1920er Jahren geführt, analog dazu auch in einer anderen Siegermacht des Ersten Weltkrieges in Belgrad 1934, das Balkanolowski-Institut, das dort gegründet wurde. Also auch in der Region wurde über die Region nachgedacht, auch früher auch in teilweise politisch zu verstehenden Zusammenhängen. Die Rumänen wollten ihre Konzeption von antiker und aromunischer Geschichte da rein mit wesentlich forcieren. Unsere Vorläufer in Belgrad hatten auch ihren eigenen programmatischen Hintergrund, das zu tun, den Balkanbund und Ähnliches und Herrschafts- oder Dominanzansprüche für Jugoslawien über die Region. Kann man alles ins Feld führen und trotzdem sind die wissenschaftlichen Ergebnisse auch damals schon nicht uninteressant und können heute mit Anregung aufgegriffen werden, denke ich. Aber es sind jedenfalls doch ein ganz gutes Argument gegen diesen etwas überpointierten Orientalismusvorwurf, denke ich, den Maria Todorova aufgestellt hat, so anregend das Buch auch sonst ist. Aber überpointiert ist es, weil es diese innerregionalen Aspekte außer Betracht, selbst dann wiederum weitgehend außer Betracht lässt, denke ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ein Punkt, den man auch für die Beschäftigung mit südosteuropäischer Geschichte noch ins Feld führen kann. Und, lange Jahre haben wir auch unter dem Eindruck von Maria Todorova das, glaube ich, ungern gedacht und noch unlieber angesprochen, ist, dass Südosteuropa seit dem 19. Jahrhundert, vielleicht auch früher, seit dem Aufkommen der orientalischen Frage, eben tatsächlich ein Raum von Instabilität in Europa ist, und zwar von staatlicher Instabilität. Das hat nichts mit einer Prädisposition der Bevölkerungen zu tun, sondern damit, dass durch den nachlassenden Kontrollanspruch und Möglichkeiten der imperialen Mächte sich dort gewisse was ist das Plural von Vakuum? Vakua, ich nehme ich als Arbeitsbegriff, danke. Ich glaube nicht, aber sagen wir, verschiedene Vakuumssituationen ergeben haben und Konstellationen, die Instabilität hervorrufen. Eine sezessionistische Nationalstaatsbildung wie die griechische oder die später dann heute die kosovarische schafft Instabilität, bis sie sich konsolidiert hat, die Situation neu. Und das ist einer der Gründe, auch zum Beispiel die Abwanderungsprobleme heute und gleichzeitig die wachsenden Verflechtungen mit der Region durch Migration, Austausch und europäische Integration heute, warum es im Westen, da bin ich wieder bei der westlichen Begründung, warum man sich damit beschäftigen kann und sollte, Informationsbedarf gibt. Ganz einfach gesellschaftlichen sozusagen. Es wäre nicht besser, wenn eine Gesellschaft wie die englische oder die deutsche noch weniger über den Südosten wüsste, als sie schon weiß. Also deshalb denke ich, dass man da ganz handfeste oder praktische Gründe ins Feld führen kann, warum es gewinnbringend ist, diese Region nicht ganz aus der Sicht zu verlieren. Und das wiederum bedarf, da komme ich ein bisschen zu meinem Argument zurück, der Institutionalisierung, und zwar in wesentlichen Teilen auch der außeruniversitären Institutionalisierung, nach meiner Meinung einerseits, weil es
wenige Südosteuropa explizit gewidmete Professuren gibt, weltweit, in der Region wenige, außerhalb der Region noch weniger und weltweit dann ist es ohnehin sozusagen ein verschwindend geringes Fach, wenn man das mit anderen Fachbereichen der Geschichte in Verbindung setzt. Und die Unis haben immer den Nachteil, dass sie weniger Kontinuität bieten. In Slowenien wurde 1980, ich hatte Vasko Simonidi als in Erinnerung, aber dann kam ich nochmal auf Ignacy Voyer, der 1980, den habe ich jetzt nachgeschaut, die Professur für Zgodovino-Jugoslovanskih Narodov do konca des 18. Jahrhunderts erlangt hat. Die Professur gibt es nicht mehr, also wird das auch nicht mehr fortgeführt, diese Richtung nehme ich an, oder doch, aber jedenfalls bedingt, vielleicht in anderer Form oder eingeschränkt. Südosteuropa. Aber ich hatte gehört, dass es sozusagen teilweise in slowenische Geschichte umgewidmet sei oder würde, aber das kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls immer, das ist auch nicht der Punkt letztlich, obwohl es mich interessieren würde, aber der Punkt ist, dass Professuren mit der Person, die sie bekleiden, oftmals eingestellt werden und dann wieder abbrechen und außeruniversitäre Strukturen oft länger halten. Aber auch nicht für die Ewigkeit. Das Südostinstitut ging eben ein in eine Ost- und Südosteuropa gewidmete Einrichtung, Ende 2012, nach über 80 Jahren, Ende 2011. Und dann komme ich zum letzten Punkt, was die Bedrohungen oder Auflösungstendenzen angeht. Die Frage ist ja, die kulturellen Änderungen, ändern die etwas? Sie ändern nichts an der Vielfalt der Nationalsprachen. Sie ändern in der Longue Durée auch nichts an der Longue Durée Präsenz oder Wirkung zum Beispiel religiöser Tiefenstrukturen, auch wenn die vielleicht, zum Beispiel in Bulgarien, an Einfluss heute stark verloren haben im Vergleich zu Rumänien und Griechenland und derlei mehr, aber in der Länge, in der Tiefe wirkt es eben doch auch lange nach. Also daraus kommt das eigentlich nicht. Ich glaube, es sind eher die Perspektiven oder die konkurrierenden Fächer, die eine Konkurrenz oder eine Gefährdung und auch Verbündeten-Situationen herbeiführen können. Außerregional ist es die osteuropäische Geschichte, die der natürliche Verbündete und der natürliche Feind der südosteuropäischen Geschichte ist, wenn ich das jetzt so zugespitzt behaupte. Sie ist etwas älter, sie ist wesentlich größer in ihrer Russlandzentriertheit und vor allem an den Universitäten eben wieder ist die Tendenz in Deutschland zum Beispiel bislang immer groß gewesen, im Zweifelsfall eine Professur für osteuropäische Geschichte zu haben und die im Zweifelsfall mit Russlandbezug statt für irgendwelche vermeintlich kleineren Fragen, sei es ukrainische Geschichte oder südosteuropäische Geschichte. Also es ist ein gewisses Spannungsverhältnis. Innerregional ist die Konkurrenz natürlich die dominante Nationalgeschichte, die diese Perspektive der Region nicht so stark verfolgt, aber zum Teil auch zulässt und sich ergänzt. Auffallend ist, dass diese Nationalgeschichte im Prinzip auch zum Teil in den USA betrieben wird, auch wenn es so nicht genannt wird. Dort ist es nämlich möglich, zum Beispiel als Griechenland-Spezialist oder als Albanien-Spezialist individuell Universitätskarriere zu machen, weil der Markt so groß ist, dass man damit irgendwie in der allgemeinen Geschichte unterkommt. Bei uns gibt es diese allgemeine Geschichte nicht, die ein Unterkommen ermöglichen würde. Bei uns meine ich jetzt in Deutschland, in Österreich auch nicht. Außerregional ist wiederum auch die Globalgeschichte eine Ergänzung und Konkurrenz, potenziell eine Konkurrenz, wenn man denkt, dass diese globale Perspektive an die Stelle der spezielleren Beschäftigung treten könnte oder sollte, weil es eigentlich nur noch um globale Zusammenhänge gehen sollte. Gleichzeitig ergänzt es sich sehr gut, finde ich, wenn die spezielleren Geschichten, sei es die slowakische, die deutsche, die griechische oder eben auch eine großregionale Geschichte in eine globalgeschichtliche Perspektive eingebracht werden. Und der letzte Punkt, den ich ins Feld führen möchte oder als Perspektive, weil nächstes Jahr wird in Amerika der große ACES-Kongress postkolonial definiert sein. Kürzlich waren bei uns Arbeitstreffen, was für verschiedene außeruniversitäre Einrichtungen postkolonial, also wirklich
das kommende Thema sozusagen. Und was mir da auffällt, ist, dass es fast rein zeithistorisch ist in der Aufstellung auf Sozialismusgeschichte oder das, was dazu so Ost- und Südosteuropa vorgestellt wird, auf Sozialismusgeschichte und postsozialistische Geschichte zugespitzt ist, verengt ist. Und kurioserweise ausgerechnet in dieser vermeintlich so für Gerechtigkeit sorgenden Richtung dann wiederum die englische Literatur eigentlich alles ist und nichts anderes berücksichtigt wird. So scheint es mir in der Praxis zu sein. Und das finde ich alles andere als postkolonial, sondern eher schon neokolonial. Und jedenfalls nichts, was für uns vorbildlich wäre und eine gewisse Bedrohung darstellt. Denn für uns, denke ich, pragmatisch gesehen, hier komme ich zum Schluss, ist es die philologisch solide, ergänzte Perspektive auf den Raum, philologisch aufwendig, weil man eben möglichst nicht nur eine Sprache können sollte, zumindest als jemand, der sich von außerhalb damit beschäftigt, damit man nicht einfach spiegelt, was in der jeweiligen Nationalgeschichte passiert und erforscht wird. Und insofern finde ich, bis auf weiteres, die Beschäftigung mit südosteuropäischer Geschichte auch als Disziplin und auch im Westen und auch in getrennten Institutionen sinnvoll und gewinnbringend. Das ist meine Behauptung und damit eröffne ich als Moderator die Debatte. Ja, ich möchte im Sinne eines Vokabels, das du selbst gestern verwendet hast, Intervention, nicht gleich zu Wort melden. Denn du hast da das Thema zu Recht angesichts der immerwährenden Aktualität von dem Blickwinkel aus aufgespannt, denn ob jetzt Südosteuropa oder Europa südöstlich des Westens, das ist jetzt nicht so entscheidend, als Thema der Region an sich herzunehmen, im Sinne von europäischen Kontext, sodass man Südosteuropa hier als Region irgendwie einstuft und daher mit dessen Umgang unterschiedliche Möglichkeiten hat, aber auch unterschiedliche Wirkungen hervorruft. Ich möchte dem nicht gegenüberstellen, sondern ergänzend hinzufügen. Und das war, muss ich gestehen, eigentlich die eigentliche Intention, die mich dazu veranlasst hat, diese Gesprächsrunde vorzuschlagen. Wir sind unabhängig von der Frage Südosteuropa hin und her gewöhnt, diesen Schauplatz anhand der Musterung von Nationalstaaten wahrzunehmen und von all diesen nationalstaatlich begründeten Phänomenen und Problemen haben wir gestern und heute ja ohnehin schon irgendwo gesprochen. Aber es gibt ja unterhalb der Ebene der Nationalstaaten historisch gewachsene Regionen, kleine Regionen, ob sie nun territorial, administrativ definiert waren und sind oder nicht, bis hin zum Stichwort Rückzugsgebiet, von dem auch gestern die Rede war, die einen Teil der Wahrnehmung der Außenwelt mitbegründen, wie vielfältig die Raumkammerung schon naturräumlich ist, geschweige denn mental, sprachlich, wie auch immer. Und da denke ich mir, angesichts der allgemeinen Globalisierungsprozesse und angesichts der ohnehin hochgradigen nationalstaatlichen Grundausrichtung der Musterung, nicht nur des Raumes und der Verwaltung, das heißt der Organisation, sondern im Endeffekt auch des Denkens und der Kultur, dann geht das kleinräumige Potenzial sukzessive verloren, wenn es nicht ambitionierte, ob nun Tourismusmanager oder sonstige gibt, die dem irgendwo etwas entgegensetzen. Denn ob ich jetzt das relativ bekannte Beispiel Siebenbürgen hernehme, dort ist das nicht nur eine Konstruktion der Außenwelt, sondern dort auch selbst innerhalb der rumänischen Gesellschaft denkt man siebenbürgisch gegenüber Bukarest. Und so könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht, dass zwar die Slowakei ist, aber es auch da verschiedene Schauplätze gibt, sei es Bergland gegen Flachland oder was weiß ich. Und in vielen anderen Bereichen bis hin zu, um das nicht zu vergessen, und jetzt bedauere ich, dass im Moment Frau Katzadi nicht da ist, wir haben gestern einmal kurz davon gesprochen, die Welt der Inseln. Die Inseln sind zwar irgendwo zu einem Staat dazugehörig, natürlich zum Mittelmeer gehörig, aber sind sozusagen Kleinräume ihrer hochgradigen Selbstdefinition. Ob das jetzt Kreta ist, Zypern ist oder zig andere auch. Und diese
damit auch nicht nur kontinental gedachte, sondern auch maritim gedachte Dimension sollten wir irgendwo im Blickfeld haben, wenn wir darüber diskutieren. Ich sammle jetzt erstmal. Also zuerst einmal, ich habe jetzt überprüft, der Nachfolger von Professor Simoniti, Professor Sašo Jakše, hat Habilitierungsgebiet slowenische und allgemeine Geschichte der frühen 19, also keine südosteuropäische oder balkanische Geschichte mehr. Das gibt es nicht mehr. Im Namen des Habilitierungsgebietes. Das ist dann schon eine Veränderung. Und zweitens möchte ich im Rahmen dessen, was Sie gesagt haben, auf Sonderfall, vielleicht ist das Sonderfall, ich glaube schon, Slowenien hingewiesen, wo wir meiner Meinung nach mit einer freiwilligen Entwestlichung zu tun haben. Also meine Sicht der slowenischen Geschichte ist, dass wir, also der slowenische Raum bis 1918 fast ausschließlich zu einer mitteleuropäischen oder sogar nordwestlichen Strähne der europäischen Geschichte gehört hat, aber dann 1918 ziemlich urplötzlich, wie ich gestern geschildert habe, zum Südost, zu einem Staat mit dem Mittelpunkt im Südosten Europas gekommen ist. Und es ist fast unglaublich, wie diese ziemlich kurze Periode von 70 Jahren die Selbstwahrnehmung der Slowenen heute prägt. Und natürlich hatte ich auch versucht, doch eine langzeitliche Erklärung dafür zu finden. Und ich glaube, es kann man sie auch finden. Und das ist ein angespanntes Verhältnis zu dem christlichen Erbe der Slowenen, das ebenso fast zu 100%ig lateinisch und westlich geprägt war. Aber schon sehr früh hat sich in der slowenischen kulturellen Öffentlichkeit eine Meinung durchgesetzt, dass vielleicht es besser wäre, wenn das Christentum aus dem Osten gekommen wäre, vor allem im Zusammenhang mit den Aktivitäten der heiligen Saloniki-Brüder Kyrillus und Methodius. Das ist ganz im Gegensatz zu dem Hauptstrand in Kroatien, wo immer diese westliche Natur des heimischen Christentums betont wird und byzantinische Einflüsse eigentlich aus der ersten Reihe gestrichen wurden. Nicht immer, zum Beispiel nicht bei Ferdo Šišić und bei Zvane Černja, aber sonst ist das die Hauptlinie. Und das hat natürlich dann Franz Prešeren, wie Boris das schon erwähnt hat, 1835 radikalisiert mit seiner Sicht der Christianisierung, die aus dem Westen kam und dann auch in seiner Sicht zum Verlust der politischen Unabhängigkeit geführt hat. Und hier könnte man vielleicht den Ursprung dieses Wunsches zum Südosten zu gehören, obwohl eigentlich wenig Geschichtliches vor 1918 dafür spricht.
Alesch anknüpfen. Das stimmt ja, aber warum sind die Kroaten so westlich orientiert? Weil sie so östlich geprägt sind. Ne? Das ist ja normal und umgekehrt. Warum streben wir nach dem christlichen Osten? Weil wir ja zu westlich sind. Das ist ja klar. Ne? Das ist also meine Meinung. Also ich bin jetzt ganz überzeugt, warum verstehe ganz gut, warum Südosteuropa ein Sammelbegriff ist, warum man sich damit als mit Ganzheit befassen muss. Ja, denn es geht nicht nur allein albanische oder griechische Geschichte zu forschen, denn man versteht sonst nichts. Nicht? Aus amerikanischer Hinsicht also gibt es dann einzelne Geschichten, einzelne Stücke, aber man versteht die Gesamtheit, die Ganzheit nicht. Ob das gewinnbringend ist, weiß ich nicht. Ich glaube, man kann sich bei den Südosteuropäern also ganz leicht, ganz schnell verübeln. Also man nimmt manches übel, was man ihnen vorlegt. Also die Forschungen, die Schlussfolgerungen, die man hat, die sind nicht für ganz Südosteuropa passend. Entweder passen sie niemandem oder passen sie nur einem. Aber man muss sich an das Publikum orientieren. Stimmt das oder nicht? Ich glaube ja. Ob es ein Südwesteuropa auch gibt, das wäre meine Frage. Gibt es Institute für Südwesteuropa? Auch Südwesteuropa ist eigentlich eine Ganzheit, eine Gesamtheit. Von Italien bis nach Portugal, Südfrankreich, das ist, ich glaube, auch so ein Babylon gewesen, ist immer noch, aber offenbar ist das die Iberische Halbinsel und die Apenninische Halbinsel an sich zu stark, um über ein Südwesteuropa zu sprechen. Warum Deutschsprachige, sei es Deutsche, Schweizer, Österreich oder was auch immer, sich für Osteuropa so stark interessieren, das ist ja ganz verständlich. Das sind die Nachbarn und es ist ein Kolonisations- oder Kolonisierungs- oder was auch immer Gebiet, Drang nach Südosten. Das ist ja eigentlich eine Geschichte der Kolonialismusgeschichte, kann man sagen. Und ich frage mich, ob die Türken auch vielleicht jetzt interessiert sind, auch an der Geschichte Südosteuropas oder nur an der Realität, der heutigen Realität der Südosteuropas. Ob sie schon so weit sind, dass sie unbelastet darüber forschen sind. Die Antwort ist da, also ohne zu fragen. Aber es wäre ganz wichtig, denn sowohl die Deutschsprachigen, sei es Wien oder andere Orte und Istanbul, haben reiche Archive. Wenn man Südosteuropa forschen will, muss man entweder nach Istanbul, Venedig oder nach Wien oder noch weiterhin nach Berlin reisen, wo der Bismarck ja das Wort Balkan oder die Balkanpolitik nicht erfunden hat, sondern wiederbelebt bzw. Aktualisiert hat. Seitdem gibt es eine Balkanfrage. Früher hat es nur Balkan gehabt, aber man wusste wenig davon, wo der Balkan eigentlich liegt. Zur Benennung dieses Raumes, ja, weil ich täglich satirische Poesie schreibe und veröffentliche, ist es mir etwas Blödes eingefallen, zum Beispiel Babylon-Geschichte oder noch besser Labyrinth-Geschichte, Labyrinthraum, das wäre auch adäquat. Vielleicht, denn daraus kommt man nicht so einfach. Ne? Man kann ganz schnell reinkommen, aber daraus, nein, man ist kein Ikarus, ne? Das scheitert immer. Südosteuropa, was Alesch gesagt hat, ja, wir haben die Perspektive gewechselt nach 1918. Wir haben die Geschichte der jugoslawischen Völker unterrichtet, geforscht. Nach 1990, 1991 ist das in die Südosteuropa-Geschichte umbenannt worden, aber es wird immer noch eigentlich die Geschichte der jugoslawischen Völker unterrichtet. Ich habe damals als Student, das war 1991, erwartet, wir werden jetzt Südosteuropa im weiteren Sinne verstehen. Ich habe eine kurze Zeit in Marburg auch
als noch Doktorand habe Vorlesungen gehabt und ja, ich habe immer auch die ungarische, die slowakische Geschichte als Südosteuropa verstanden und ich habe erwartet, der Lehrstuhl bzw. der Lehrgegenstand wird dann auch, also zumindest den pannonischen Bereich umfassen. Das ist nicht der Fall. Die Geschichte Südosteuropas ist eine Geschichte Westbalkans geblieben. Ob wir dabei sind, wir waren eigentlich nie dabei, es war immer eine slowenische Geschichte und eine Geschichte der jugoslawischen Völker, abgesehen von Slowenien. Wir waren immer also anders betrachtet und auch unterrichtet war es getrennt. Ja, woran liegt das? Wir haben immer die jugoslawische Geschichte bzw. den Südosten so wie Österreicher oder Deutscher betrachtet, so von oben. Also das ist etwas Exotisches, das ist drüben, das beginnt am Kulpa-Fluss. Alles, was östlich und südlich von Kulpa-Fluss ist, sind Kroaten. Kroaten, egal ob in Mazedonien, wir als Kinder haben das, man spricht Kroatisch. Nein, haben sie gesagt, das ist ein Kosovo-Albaner. Ja, aber mit mir hat er Kroatisch gesprochen. Das war unsere Perspektive. Und dann haben wir gewechselt, waren alle Bosnier. Nein, er kommt aus Niš, aus Serbien. Bosnier, das ist leichter zu verstehen. Und so war es und so ist es. Überlegenheit der Slowenen, sei es kulturell, wirtschaftlich, politisch auch, obwohl eine Minderheit in einem Vielvölkerstaat, aber wir waren ganz oben. Und das ist eigentlich, wir haben Gefahr gelaufen. Wir sind Gefahr gelaufen auch dadurch. Dass wir so uns wichtig gemacht haben, so abseits, so von oben, so von der Seite auf die Geschichte oder auf den Südosteuropa-Raum geschaut, als ob wir nicht ein Teil davon wären, aber wir sind, wie Alice gesagt hat, weitgehend ein Teil davon geworden. Ja, also, Entschuldigung, nur Moment. Okay. Sehr geduldig, aber. Ja, bitte, weil es unmittelbar dazu passt. Ich darf nur die Frage vielleicht an Herrn Bauer, aber auch an dich, Boris, richten. Wie lässt es sich erklären, dass 1994, ich habe davon ein Foto, somit ist das auch ein Beweis, es in Slowenien, und zwar in Ostslowenien, Autoaufkleber gab, die auf Deutsch übersetzt hießen oder heißen, Gott sei Dank, dass ich ein Steirer bin. Und damit will ich das, worum es mir jetzt geht, die Regionalthematik unterhalb der Nationalthematik erneut ins Spiel bringen. Das wird der Herr Gott sei Dank beantworten. Der Kleiner ist empört. Ich bin kein Kleiner. Ich bin geboren unter Steyr. Aber ganz an der Grenze, 4 Kilometer Luftlinie. Meine Mutter war 2 Meter von der Landesgrenze entfernt. 2 Meter. Am Kreis. Aber auf der steirischen Seite. Also, ich glaube, wir sammeln noch die Frage. Wir behalten im Sinn, dass wir dieses Regionale auf jeden Fall ansprechen und vertiefen wollen, aber erst noch. Manche Gedanken werde ich. Ich danke Ihnen für diese sehr, sehr ausführliche Erklärung und Erzählung, was Südosteuropa ist und Vielfältigkeit. Ich werde annehmen, dass Südosteuropa ein Hilfsbegriff ist und dann bleibe ich dort. Denn warum und wie weit sollen wir noch immer dieses Gebiet als eine Einheit, ja mit vielen Unterschieden betrachten? Welche Verbindungen zu den nördlichen Nachbarländern hat vor allem zum Beispiel Südgriechenland? Eventuell kann die Antwort für den nördlichen, epirotischen, makedonischen, thrakischen Teil positiv sein, auch durch die historische, ökonomische Vergangenheit und die Beziehungen zu manchen Völkern im Norden, aber sonst vor allem die Insel, sowohl die ionischen als auch die ägäischen, welche historischen oder gegenwärtigen Kontakt mit dem Rest von Südosteuropa haben.
Dasselbe würde ich für Dalmatien mit dem östlichen Teil von Südosteuropa behaupten. Wir sind heute in Ljubljana, das heißt, und wir haben so viel und ich habe so viel gelernt. Das heißt, im ganz nordwestlichen Teil unserer Halbinsel. Welche sind die Kontakte zu Griechenland oder zu Bulgarien? Mit diesen Argumenten würde ich nicht so stark über die Betonung der Unterschiede zwischen dem Westen und dem Südosten von Europa sprechen, sondern über die Unterschiede in diesem Südosten selbst. Und jetzt weiter auf der Basis Ihres, das ist, was ich vorbereitet hatte, aber jetzt auf Ihre Anmerkungen. Zum Beispiel Religion. Meines Erachtens ist es, das haben Sie nicht gesagt, aber ich überlege nur, dass die Balkaninsel als eine orthodoxe betrachtete Insel zu behaupten, ist falsch. Nein, das haben Sie nicht gesagt, das meine ich. Also es gibt so starke Unterschiede und so starke Gegenwirkungen zwischen diesen orthodoxen Ländern, dass ich glaube, im ganzen Europa nicht gibt. Also die Orthodoxie ist nur als für manche Liturgien in den Kirchen, aber nicht für die Identität und für die Nationalismen, das Gegenteil. Über diese staatliche Instabilität würde ich schon annehmen, weil Sie haben darüber gesprochen, und das ist eine staatliche Instabilität, aber man muss auch annehmen, wie war die Osmanenzeit an diesen südöstlichen Ländern, wie waren diese Länder die Mischung der Bevölkerungen. Und auch inwieweit haben sie diese Länder, diese Völker, ihre nationalen Staaten gegründet. Und wenn man westlich von diesem Südosteuropa geht, bis heute gibt es so starke Unterschiede zwischen Sizilien, Süditalien mit Norditalien. Die sind in einem Staat, aber was für eine Differenz. Wenn man südlich von Neapel kommt, dann ist er in eine andere Welt. Nur spricht man nicht über eine Verschiedenheit. Und jetzt manche Fragen, nicht nur an Sie, aber auch an alle. Die Association des Études Sud-Est-Européennes, ich glaube, ist gegründet im 1954. Irgendwann. Es sind so viele Kongresse haben stattgefunden, aber wie weit ich weiß, nichts in Zagreb. Und ich glaube, die Akademie von Zagreb hat keine Institution, ist kein Institut für Südosteuropa. Also gut, auch Athen hat keine solche Institution, aber gibt es in Saloniki das Institut für Balkangeschichte, Mittel. Also, was ist dann dieses Südosteuropa? Wo liegt Kroatien? Und ich spreche über Kroatien, weil ein sehr großer Staat ist im Vergleich zu den Nachbarländern. Und haben diese Südosteuropa-Institute geholfen, den Mitteleuropäer, den westlichen Europäer mehr Wissen für dieses Halbinsel? Ich beende diesen kleinen Beitrag, nicht Beitrag, sondern Gedanken, mit einer Bemerkung. Im Oktober 2015 war ich in Wien und es gab eine Ausstellung unter dem Namen Revolution und Idee Europas wegen die 200 Jahre nach dem Kongress Wien. Ich komme in den ersten Saal ein. Es war ein kleiner Raum und Revolution splitterte überall auf die Wände und begann diese Revolution von der französischen Revolution und dann plötzlich kamen wir zu 1830, 1848, kein Wort über serbische Revolution, kein Wort über griechische Revolution. Und am Ende dieser Ausstellung hat man gezeigt, wie Österreich in die Europäische Union im Jahre 1994 eingetreten ist.
Und damals war die griechische Regierung die auf die Vorstellung des und der Alois Mock etc. Aber Griechen und Serben waren unbekannt in Europa, in Zentraleuropa, im Kongress Wien. Und nach diesem Kongress Wien, Laibach, hier, Verona und so weiter, waren 3 oder 4 kleinere Kongresse, wo auch die griechische Frage eine Hauptfrage war, obwohl Metternich das nicht wollte. Also, wo ist dieses Mitlebens zwischen Westeuropäern und Südosteuropäern? Ich glaube, ich würde jetzt versuchen, noch kurz ein paar Antworten oder Kommentare zu machen und dann eine zweite Runde, sonst verliere ich den Überblick. Ja, liebe Olga Katzera-Hering, ich fange damit an. Natürlich kann man sich immer fragen, was es gebracht hat. Ich glaube, dass ich fange mit dem Ende an. Ich glaube, dass zum Beispiel das Lexikon zur Geschichte Südosteuropas wirklich ein sehr handlicher Behelf ist. In aller Unbescheidenheit, aber das halte ich für unsere praktischste Leistung sozusagen am Institut. Und das ist 2016 in der zweiten Auflage erschienen, ein Jahr zu spät für die Ausstellung. Vielleicht würde sich auch selbst so ein praktisches Werk niemand anschauen, der die Ausstellung gemacht hätte 2 Jahre später. Aber immerhin die Chance besteht. Das heißt, es war eigentlich genau oder ist genau eines meiner pragmatischen Hauptargumente für den Informationsbedarf, der groß ist und sozusagen unstillbar groß, weil es so viele Wissenslücken gibt. Ob der Hunger danach dann auch groß ist, ist eine andere Frage. Aber wenn man dem nichts an Futter geben kann, bleibt die Lücke auf ewig ungeschlossen. Und wie gesagt, ich glaube, dass diese Institutionen schon einiges anzubieten haben. Das Handbuch hat ein anderes, mehr akademisches Publikum vor Augen. Es kann vielleicht auch indirekt wirken, aber so etwas, was auch mal mehr in die Breite geht und eigentlich auch für allgemeinhistorisch Interessierte nützlich sein könnte, ist ein Schritt in die Richtung. Das bringt mich auch darauf zu sagen, was mit Südwesteuropa ist. Erstens möchte ich doch bezweifeln, dass Italien so stark im Zusammenhang mit Portugal ist wie Griechenland mit Bulgarien oder Kosovo mit Serbien und mit Albanien. Also ganz haut der Vergleich, glaube ich, nicht hin. Auch Westeuropa ist sehr fluid, vielleicht noch fluider als Südosteuropa. Aber davon abgesehen gibt es diese Institute nur ansatzweise oder gar nicht. In erster Linie deshalb, weil die, glaube ich, ich gehe jetzt vom deutschen Bild aus oder Fall aus, weil diese zwar auch nicht viel bedacht mit Wissen sind in einer Öffentlichkeit wie der deutschen, aber man kann trotzdem diesen Themen, anders als in der Ausstellung zum Wiener Kongress, mit Blick auf Griechenland und Serbien, doch begegnen. Rom war immer ein Begriff, auch in Zeiten, als Italien da niederlag, sozusagen in der öffentlichen Wahrnehmung, und sei es nur in Anführungsstrichen als Hauptsitz der römisch-katholischen Kirche. Ein Orientierungspunkt für Millionen Menschen im westlichen Europa. Spanien war weit weg für mitteleuropäische und nordeuropäische Verhältnisse, aber doch auch eine Größe, mit der man irgendwas verbunden hat, und sei es Cervantes oder sonst etwas. Man weiß ja über den Südosten meistens nichts, aber über den Westen kriegt man in einer mitteleuropäischen Schulkarriere irgendetwas mit. Ich will nicht sagen viel, aber irgendetwas mit. Und im Bildungshorizont taucht es irgendwo auf, auch wenn der sich verflüchtigt,
der Bildungskanon verflüchtigt sich, aber Westeuropa ist ein Begriff, wird auch respektiert tatsächlich. Also Frankreich wird immer nur mit den besten Dingen verbunden und fast nur. Und Großbritannien erst seit dem Brexit despektierlich betrachtet, ohne viel Grund, wie ich finde. Aber das ist eine Phase sozusagen. Trotzdem ist man ist sich bewusst, dass es Großbritannien ein wichtiger Akteur ist und dass man etwas davon wissen sollte. Man kann ja auch die Sprache mehr oder minder. Also Westeuropa wird im allgemeinen Bildungswesen, im allgemeinen Bildungshorizont erfasst und sei es oberflächlich. Osteuropa und noch mehr vielleicht Südosteuropa wird nicht erfasst, und wenn es nicht einmal diese Spezialisierungen gäbe, würde es noch weniger erfasst. Das ist für mich ein schlagendes, pragmatisches Argument, warum es unser einen vielleicht geben sollte. Nicht einmal Nordeuropa. Nordeuropa nicht präsent, wenig. Nein, natürlich ja, in Hamburg schon, aber es ist auch wenig präsent. Es sind allerdings auch kleinere Länder in der Summe der Bevölkerung, aber trotzdem wichtig, vor allem aus protestantischer Sicht. Und auch für die deutsche Geschichte sind sie natürlich auch sehr unmittelbar relevant durch 30-jährigen Krieg oder weiß der Teufel was. Also Dänemark war ein bilingualer Staat bis ins 19. Jahrhundert hinein. Also es gibt so unzählige Verbindungen dorthin auch, aus deutscher Sicht jetzt mal. Also ich glaube, die Frage ist sozusagen nichts oder wenig. Und da antworte ich lieber für das wenig. Und jetzt muss ich noch versuchen, was ich vielleicht zu den anderen Dingen zu sagen hätte, den anderen Anregungen und Ergänzungen. Ganz kurz zur Türkei. In der Türkei hat man unlängst mehr Ansätze zur Forschung Südosteuropas unternommen. Die sind aber eben auch personenabhängig. Eine Zentralfigur ist gerade für 5 Jahre auf eine Professurvertretung nach München gegangen, und die Leitung des von ihm gegründet, von Mehmet Hadisalioglu, einem alten Fachfreund und Kollegen von mir, aus Münchner Tagen, da er nämlich auch studiert hat, ist jetzt weg, und das ist schon typisch für Südosteuropa. Tut mir leid, das jetzt in Klischees zu verfallen. Die Nachfolge wurde an irgendwem gegeben, der nie geforscht hat, aber der in die politische Lage in der Türkei jetzt gerade passt. Und das heißt, es gibt etwas mehr, da komme ich wieder zu meinem Ausgangsgedanken, es gibt einfach mehr institutionelle Stabilität im Westen als in vielen Ländern des Südostens, und diesen Vorteil kann man dem Westen vorwerfen, aber vielleicht sollte man es eher als Ansporn nehmen, ihn auch zu entwickeln in der Region. Und Bismarck, Schöpfer der Balkanfrage, nein, da sage ich nein, denn Bismarck hat überhaupt nicht vom Balkan gesprochen. Ich habe das Zitat mal extra nachgeschaut für einen Vortrag in Montenegro, sondern hat gesagt, das berühmteste Zitat ist mit den Knochen des pommerschen Grenadiers. Und da kommt der Balkan überhaupt nicht vor, sondern es ist die orientalische Frage, die die Knochen nicht opfern möchte. Aber also, der Berliner Kongress spricht über Balkan. Eigentlich auch über Bismarck ist dabei, obwohl er schweigt, aber natürlich. Herum spricht man über den Balkan. Jein, es ist immer noch eher die orientalische Frage aus der Großmachtwirkung. Und außerdem war das gar nicht so schlecht, dass es den Berliner Kongress gegeben hat, wie es. Aber egal, das ist jetzt. Ich meine nur, es ist, wegen der Archive will ich eigentlich eher aufgreifen. Wien ist tatsächlich, glaube ich, der Zentralpunkt, der auch wichtiger ist als Venedig oder Istanbul, weil es einfach mehr Material gibt und weil Wien sowohl direkter Verwalter war als auch Berichtender, wenn man es personalisiert, über große Teile des osmanischen Balkans. Und weil die Österreicher auch einfach viel längere Berichte geschrieben haben als die Osmanen. Das sage ich mir zum Trost, weil ich Osmanisch nicht lesen kann. Es ist eine große
Schande und Lücke. Aber andererseits ist es eben auch eine Lebensaufgabe, Osmanisch lesen zu können. Und ich habe mich dieser Lebensaufgabe nicht gestellt. Bin aber froh, dass ich Deutsch lesen kann und habe das vielen Kollegen in der Region voraus. Aber zum Glück nicht allen. Ich sage es trotzdem noch ganz kurz, weil es so merkwürdig ist. Ich will es noch zur Debatte stellen mit den Archivalien. Selbst kroatische, ich habe kroatische Kollegen jetzt vor Augen, werden aber keine Namen, sehr gut Deutsch können, sind auch nach Jahrzehnten der Meinung, dass sie im Archiv gar nicht suchen müssen, weil sie die Kurrentschrift nicht lesen könnten. Also es ist auch mental, wirklich eine mentale Hürde oder Bequemlichkeitshürde oder wie auch immer. Es gibt viele philologische Hürden für jeden von uns und irgendwo muss man anfangen und manche davon kann man beseitigen, manche kann man für sich nicht beseitigen. Auf jeden Fall, Wien ist zentral, Konstantinopel, Istanbul ist natürlich auch zentral und Venedig ist extrem wichtig. Zadar ist wunderbar als Ergänzung für den Raum. Dubrovnik auch für andere Phasen dann noch. Bringt mich aber noch auf die Frage mit dem Maritimen, das hatte ich irgendwo stehen, aber ich habe vieles natürlich auch nicht gesagt, weil ich anderes zu lang gesagt habe. Ich glaube, mit dieser Frage kann man, die ist sinnvoll natürlich, aber ich glaube gerade die maritime Verbindung kann man auch umdrehen, weil Dalmatien durchaus was mit Griechenland zu tun hatte und auch mit Konstantinopel. Es gab viele einfache Menschen und erfolgreiche Kaufleute, zum Beispiel aus der Boka Kotovska in Istanbul über Jahrhunderte hinweg. Umgekehrt gab es Griechen, die nach Venedig gekommen sind und Venedig hatte Dalmatien. Also es spielt sich durchaus Kontakte ab, aber die Kontakte ins Hinterland waren tatsächlich oft sehr schwach. Das habe ich auch vergessen in meiner Darlegung, wie stark die Topografie eine Rolle spielt. Südosteuropa ist in weiten Teilen extrem gebirgig und zwar auf eine Weise, die erst heute zum Beispiel so ein küstennahes, also vermeintlich küstennahe Lage, wie sagen wir der Stadt Prizren, die ist 150 Kilometer vom Meer entfernt, die ist heute durch eine Autobahn wirklich meeresnah und wird sich auch zum Teil umorientieren. Tirana ist eigentlich eine mediterrane Stadt geworden in den letzten 30 Jahren, der Anmutung nach und auch viel in der Lebenswelt und Selbstverständnis und Lebensbezügen dann der Migranten dann zum Beispiel auch. War es aber vorher nie, weil die Strecke Tirana war möglich. Aber etwa 30 Kilometer weiter in den Bergen war es unglaublich mühsam, ans Meer zu gelangen und umgekehrt natürlich auch. Und das hat praktisch niemand gemacht. Also die Kleinräumigkeit der Lebenssituation, die schlechte Erschließung durch Verkehr und dann wiederum die wenigen Küsten, die an vielen Strecken wenigen Küstenebenen waren Malaria verseucht für Jahrhunderte und kaum besiedelt oftmals. Also die Natur ist nicht integrativ gewesen in Südosteuropa bis in die jüngste Vergangenheit und als solche ist es immer. Also es gibt eine ganz starke Binnendifferenzierung, um nochmal darauf zu kommen, auch naturräumlich mitdefiniert. Die Donau hat nie und wird auch nie die Bedeutung des Rheins haben als Verkehrsweg zum Beispiel, aus verschiedensten Gründen, aber auch deshalb, weil eben zu wenig Leute dort gewohnt haben und noch heute zu wenig Leute dort leben, um wirtschaftlich wirklich prosperierend auf in der Strecke zu sein. Also man kann das dekonstruieren, aber ich glaube, man wird trotzdem finden, wenn man sozusagen von einem Schritt zum nächsten geht, dann haben eben die Südgriechen mit den Mittelgriechen zu tun und die Mittelgriechen mit den Nordgriechen und die Nordgriechen mit den Aromunen und den Albanern und die Albaner mit den Serben und so kommt man weiter in eine Verknüpfbarkeit, dann noch die Seewege von früher auch, die man eben sowohl negativ als auch positiv verbindend sehen kann. Dass ich denke, der Hilfsbegriff, und darauf komme ich nochmal dankend auch zurück, es sind aus meiner Sicht Hilfsbegriffe, wir verwenden eigentlich viel zu viel Zeit auf Differenzierung, was Balkan, was Südosteuropa und sonst was ist, weil es letztlich ja, eben Hilfsbegriffe sind. Der eine ist präziser, der andere ist etwas weniger präzis in dem Zusammenhang. Für diese Epoche passt er besser, für die andere passt er schlechter. Damit sollte man sich nicht ewig aufhalten und über die Region, ob sie nun existiert oder nicht, ich glaube, teilweise existiert sie,
lieber arbeiten als nicht arbeiten. Economo Grieche in Triest. Ja, der ist aus Saloniki, Braila. Ja. Jetzt wollte ich an Herrn Kleving noch etwas dazu beitragen und ich helfe Mira, das zu übersetzen, weil mein Deutsch ist nicht so hochglanz. Ich wollte eine Erfahrung mitteilen, nämlich 2008 nach unserer Konferenz in Ljubljana, wo war Slowenien Präsidentschaft EU, kriegte Kollege Dejan Komeli in Barcelona in eine Konferenz nach unserer Konferenz eine Einladung, eine Konferenz über Mediterran zu organisieren. Warum wollte ich das sagen? Weil ich respektiere ihre Arbeit. Wissen ist immer Frage von Interessen. Und Gott sei Dank ist in unserer Welt Wissen sehr rar oder zu wenig präsent, besonders in Politik. Diese Konferenz hatte Interesse, diese Mediterran-Konferenz, weil manche Leute haben schon gesehen, dass Mediterran wird ein Problem sein in Zukunft. Und wir haben 2011 schon prognostiziert, das arabische Frühling, Probleme mit Türkei gibt und was kommt noch alles dazu. Aber Spanien will nicht diese Konferenz organisieren. Die haben Wissen. Frankreich auch nicht. Italien auch nicht. Griechenland auch nicht. Weil jeder ist in Mediterran involviert. Slowenien, unser Institut, war eine Möglichkeit, diese Wissen herauszubringen, weil wir sind im Mediterran unwichtig. Aber war ein Problem. Wir wollen diese Konferenz organisieren. Wir haben alles schon vorbereitet, prognostiziert. Aber wer war gegen diese Konferenz? Frankreich. Nein, Politik. Die hiesige Politik. Unsere Politik. Slowenische Politik. Weil war Problem zu groß für slowenische Politik. Nicht? Und das ist noch immer unsere Schuld. Dadurch ich sage, dass ich respektiere ihre Arbeit, weil Wissen in unserem europäischen Raum ist noch immer unterschätzt. Und so eine Debatte ist so immer wichtig. Es ist immer wichtig, weil jeder weiß etwas. Niemand kann alles wissen. Und Gott sei Dank können wir über die Probleme debattieren. Vielen Dank. Ja. Also zunächst mal vielen Dank für den Beitrag. Tatsächlich ist Südosteuropa ein Hilfsbegriff. Ich möchte daran erinnern, dass die philologischen Fächer, also die Sprachwissenschaft, den Balkan benutzt. Balkanlinguistik, und so heißt sie heute noch, die Balkanologie, ist ein Fach, dem ich angehöre. Interessanterweise aber sind die Balkanologen, dazu also vor allem auch mein akademischer Lehrer Norbert Reiter, zu einem anderen Begriff übergegangen, nämlich Europalinguistik. Warum? Weil die Dinge, die die Balkanlinguistik bislang charakterisiert haben, nämlich die Interferenzen, die sprachlichen Interferenzen, im Laufe der Zeit mehr und mehr in Auflösung begriffen sind und weil sich eben allgemein europäische Tendenzen im Sprachverhalten äußern. Das heißt also,
die Perspektive ändert sich mit dem Wandel der Zeiten. Also Ihre Begründung für Südosteuropa aus der historischen Tiefenperspektive erscheint mir durchaus gerechtfertigt. Auch was die Kulturen betrifft, scheint mir das gerechtfertigt. Und es ist gut, dass es untersucht wird. Aber auch die kulturellen Erscheinungen, also in Südosteuropa, wenn ich schon wieder Südosteuropa sage, in den Ländern Südosteuropas, sind in der Gegenwart so veränderlich, dass man also von einer kulturellen Gemeinsamkeit fast schon nicht mehr sprechen kann. Das heißt, im Grunde ist diese Zuordnung, die Südosteuropa, ja, aus der historischen Tiefenperspektive eingängig. Aber sie ist im Laufe der Zeit veränderlich, sie verändert sich. Und im Übrigen auch die Zuordnung des Faches, des historischen Faches, gut, Ihre Zuordnung ist mir klar, unsere Zuordnung war immer veränderlich. Balkanologie war in Berlin eine eigenständige Institution, ein eigenständiges Fach. Dann haben die Politiker sich das überlegt, nee, eigentlich unter politischen Voraussetzungen nach den 50er Jahren und besonders im Verhältnis Deutschlands, im politischen Verhältnis zu Südosteuropa und zu Ostdeutschland, haben sie uns in das Osteuropa-Institut verlagert. Da waren wir also plötzlich Osteuropa, im Osteuropa-Institut. Und interessant, was sie dann mit der Hungarologie gemacht haben. Die Hungarologie, wo ich dann auch meine Abschlüsse auch unter anderem gemacht habe, gehörte zur Balkanologie. Die Hungarologie gehört heute in Ostberlin zum Institut für Slawistik. Das heißt mit anderen Worten, die Politiker ordnen ganz zufällig nach politischen Einschätzungen und nach Ressourcen zu und damit zum Abschluss zu gelangen. Also ihre Begründungen waren mir eingängig und auch schlüssig. Aber all diese Dinge unter anderen Voraussetzungen, unter sprachlichen, kulturellen Voraussetzungen, sehen in der Gegenwart völlig anders aus und sie entwickeln sich sehr unterschiedlich. Ja, darauf vielleicht direkt herzlichen Dank. Ja, die Veränderlichkeit habe ich zu wenig betont, wahrscheinlich auch für die Geschichte sozusagen nachgereicht dann, dass sozusagen in dem einen Fragenzusammenhang sinnvoll ist, im anderen weniger epochal, mal mehr, mal weniger. Ich habe auch gar nicht gesprochen von der meist zu Recht angeführten Aspekt der imperialen Prägung der früheren durch Byzanz, Osmanisches Reich und Habsburger Reich und Venedig, wenn man das als Reich begreifen möchte. Also vieles habe ich nicht gesagt und gleichzeitig greife ich es auf, dass diese Fluidität zu betonen ist. Aber andererseits, weil die Politiker so etwas machen in Berlin, müssen wir es ja nicht unbedingt auch so machen. Und teilweise machen wir es, aber mir fällt unser Gespräch jetzt wieder ein, auch bei uns selbst. Wir haben zur Begründung, warum wir einen engeren Südosteuropa-Begriff mehr und mehr verwenden. Der Balkan Plus ist nämlich zum Beispiel Balkan Plus der rumänische Bereich und der kroatische, punktuell der slowenische, punktuell der ungarische, fast gar nicht mehr der oberungarische. Das begründen wir dann irgendwie auch mehr oder minder schlüssig, aber es hat auch einen ganz praktischen Hintergrund und darüber haben wir gesprochen. Zufällig, möchte ich behaupten, gibt es in der Generation, die jetzt solche Projekte durchführt, praktisch niemanden, der Ungarisch kann. Früher war bei uns an den Instituten das Ungarische die zentrale südosteuropäische Sprache, die meisten konnten. Vielleicht auch zufällig, vielleicht nicht ganz zufällig, aber jedenfalls solche Konjunkturen bildet man dann auch immer in Sinnzusammenhängen ab, die aber vielleicht gar keine Sinnzusammenhänge, sondern auch Zufälligkeiten sind.
würde sehr gerne Ungarisch können. Wenn ich es könnte, würde ich wahrscheinlich viel mehr ungarische Aspekte betrachten, als ich es tue, weil ich es nicht kann. Also solche unkalkulierbaren Elemente spielen immer auch eine Rolle, auch innerfachlich. Und ja, die Zuordnung der Hungarologie zur Slawistik ist natürlich trotzdem haarsträubend. Das ist haarsträubend. Und zeitweise zur Balkanologie. Ja, auch. Genauso haarsträubend. Auch haarsträubend. Ich bin nicht ganz, also ich möchte einerseits danken und betonen, dass ich auch finde oder meine, dass die nationale Differenzierung, die nationalstaatliche, durch die Ausprägung, durch die Wechselwirkungen des Staates, die eben dem europäischen Modell folgen und deswegen seit dem 19. Jahrhundert, also nicht deswegen, sondern in Übereinstimmung damit, immer enorm an Bedeutung zugenommen haben für alle Lebensbereiche. Um 1800 sind eben 95% der Bevölkerung dem Staat bezahlt, wenn der Steuereintreiber gekommen ist und wenn einer der unglücklichen Söhne ausgelost wurde und zur Armee musste. Also auch in der Habsburger Monarchie war es eigentlich so wenig, weil die meisten nicht in die Schule gingen und nichts derartiges. Also es ist eigentlich eine unvorstellbare Situation für uns, wie wenig man mit dem Staat Berührung hatte, außer vielleicht in Kriegszeiten. Und hat sich so gewandelt, dass die Differenzierung auch der nationalen Gesellschaften, die damit einhergehen, enorm zugenommen hat gegenüber den früheren Verhältnissen, die nicht so klar abgrenzbar waren. Aber trotzdem würde ich sagen, es gibt noch viele verbindende Elemente, die auch empfunden werden, glaube ich, von Leuten, die sich dann begegnen, dass die Familie eine größere Rolle spielt, auch in manchmal belastenden Zusammenhängen, aber auch in sehr positiven, aus meiner Wertprädisposition sozusagen. Dass die Küche Verwandtschaftliches aufweist, dass die Musik Verwandtschaftliches aufweist oder Berührungspunkte und es interessant ist. Also wenn die Hürden, die oft bestehen und Ängste, die oft bestehen, Kontaktaufnahme, zumindest Ängste bei Konfliktfällen, einmal überwunden sind, entdeckt man dann relativ viel Gemeinsamkeit, spätestens wenn dann so ein komischer Westler dazukommt, der nichts versteht oder alles falsch macht. Oder vielleicht auch jemand aus Afrika inzwischen, weil also wir stehen ja in immer größeren Migrationszusammenhängen und auch das verändert unser Bild. Als ich angefangen habe, mich mit Südosteuropa zu beschäftigen, kam ich ursprünglich vom Habsburger Reich her, aber dann endete ich immer mehr am Balkan und fand es faszinierend und fremd und auch in der Fremdheit faszinierend. Und wenn ich das jetzt vergleiche, womit Europa an Globalisierung konfrontiert ist, natürlich der Balkan inzwischen ganz schön nahe gerückt, in vielerlei Hinsicht, ohne dass ich mich jetzt in Klischees ergehen möchte. Aber es ist so, sozusagen, je mehr man einen globalen Horizont anlegt, desto stärker fallen auch die Nicht-Besonderheiten des Balkans gegenüber dem restlichen Europa auf. Und wegen der exotischen Reize wird wahrscheinlich sich kaum mehr jemand damit beschäftigen, sondern lieber in echt exotische Gegenden geht, um sich dort zu beschäftigen. Aber ich glaube, wir sollten noch mal einen ganz kurzen Punkt, wo es glaube ich um halb einzig endet, aber die Regionen, das sollten wir doch noch kurz diskutieren und ich möchte nur das hinzugeben, dass ich glaube, man muss wirklich die naturräumlichen Regionen mit hinzunehmen, um das sinnvoll in der Fläche analysieren zu können und diese Ebene, die sehr wichtig ist, weil eben auch das tatsächlich ein echter Unterschied ist zwischen Südosten und dem Westeuropas, dass es politisch-territoriale Regionen in verschwindend geringer Zahl nur gibt. Siebenbürgen ist ein Fall. Innerhalb Kroatiens ist es ganz deutlich, Istrien, Dalmatien, Nordkroatien, Slawonien. Aber wo gibt es das sonst? Also es gibt kulturelle Regionen, es gibt geografische Regionen, es gibt naturräumliche Regionen, Kleinregionen. Aber es gibt, zumal in osmanischer Zeit, überhaupt keine Stabilität der Verwaltungsgrenzen. Es gibt nichts, was der vielfältigen territorialen Gliederung in Slowenien, also in Cisleithanien oder noch viel stärker im engeren Reich
Heilige Römischen Reich entsprechen würde. Also, und auch in Westeuropa gibt es klarere. Die Bretagne ist eine Region, über deren Existenz, obwohl sie nicht auf der Landkarte ist, sich alle einig sind. Hat auch mit der Sprache wieder zu tun, ursprünglich. Aber trotzdem, es ist selbst in Westeuropa und selbst in Frankreich mit seiner abscheulichen zentralistischen Tradition gibt es stärkere Regionen als in den meisten Fällen in Südosteuropa. Eher ein differenzierendes Merkmal, aber wenn man das produktiv aufgreift mit den naturräumlichen Regionen und Städten und Lokalgeschichten eben, dann könnte man es wunderbar operationalisieren. Nur ob man die Quellen dann auch findet für die frühere Zeit, weil man auch die Zuordnung wieder nicht hat. Ich kann in Deutschland in Archive gehen und nach Archivalien zur Kurpfalz suchen, über Jahrhunderte hinweg. Wenn ich nach Epirus suche, werde ich unter Epirus nichts finden. Also doch, aber vergleichsweise sehr wenig, obwohl Epirus eine der stärksten Regionen ist in Südosteuropa, erkennbarsten. Also es ist fast auch ein differenzierendes Merkmal und trotzdem umso wichtiger, dass man es mit in den Blick nimmt. Ja, ich glaube, es ist an der Zeit, einen Schlusspunkt zu setzen, nicht um damit ein Ende zu setzen, sondern um festzuhalten, dass man den Faden fortspinnen muss, aber im Moment nicht fortspinnen kann. Ich möchte mich zunächst einmal bei allen im Rahmen unserer Gespräche bedanken und das schließt auch den technischen Support am Rande ein. Herzlich bedanken. Ich denke, wir haben relativ viel, nicht nur Zeit, sondern auch Energie aufgewendet, um zueinander zu finden, uns in Informationen auszutauschen und davon wenigstens teilweise auch beeindruckt zu sein. Die Organisation, sprich das Ehepaar Salasnik und ich, werden uns im Hinblick auf die nicht Vorgaben, sondern Vorschläge mit der Publikation in den nächsten Tagen abstimmen und werden vielleicht noch längstens übernächste Woche das, was dabei herauskommen wird, an die betreffenden Beteiligten ausgehen zu lassen. In Summe denke ich, dass wir ein kluges, wenn auch vielleicht ein wenig gegenüber unserem Gesprächsstrukturpaket abgeänderte Version finden werden. Und bitten schon jetzt um Verständnis, dass die Frische der Erinnerung von jetzt nicht verblassen, nicht verwelken sollte, weshalb da es ja nicht darum geht, wissenschaftliche Elaborate zu erstellen mit endlos vielen Reflexions- und Biografisierungsprozessen, dass der Zeitpunkt, bis zu dem wir die entsprechenden Texte, und in der Regel sind es ja Kurztexte, bitten werden, eher überschaubar nahe sein wird, damit, wie ich anfänglich sagte, der glitschige Fisch gefasst werden kann und nicht auf Monate irgendwo in irgendwelchen Flüssen verschwindet, wo man ihn erst wieder finden muss. Und dann zieht sich die Sache insgesamt zu weit hin. Ich möchte mich daher insbesondere bei Ihrer Miladinovic-Salasnik und Ihrem Ehemann Tomas Salasnik herzlich bedanken. Und meine Achterin von rechts wird das noch in der Form jetzt kurz unterstreichen. So ist es. So, das kommt zu Ihnen. Ja, es ist wunderbar.